Stell dich vor, dir kennt Parlament zwingen, sich mit ihrem Thema zu befassen. Ohne Deputieren zu sein, ohne Lobbyist zu sein, einfach als Bürger. Zu Lützeburg ist das möglich. Mit just 5.500 Unterschriften auf einer Petition könnt ihr direkt für eure Parlamentarier Erd-Uleis präsentieren. Das ist Demokratie in Aktion. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Clement, Deputiert in der Chambre. Heute gucken wir parlamentarische Petitionen. Ein starkes demokratisches Instrument, das all Bürger ab 15 Jahren zur Verfügung steht, für aktiv in der Politik teilzunehmen. Parlamentarische Petitionen sind von den wichtigsten direktdemokratischen Mechanismen, die man zu Lützeburg haben. Sie erlaubt alle Personen, die zu Lützeburg wohnen oder schafft, an ob man 15 Jahre alt ist, direkt eine Forderung oder eine Idee in die Chamber zu richten. Das Prinzip ist einfach. Du hast eine Idee oder eine Forderung, die dir wollen und Politiker bringen, ihr formuliert eine Petition auf www.petitionen.lu und die Chamber kontrolliert, ob sie recevabel ist. Für was das Kontrolle von der Recevabilität wichtig, mit Petition muss gewisse Kriterien entsprechen. Sie muss am allgemeinen Interesse sein, nicht just am persönlichen. Sie darf nicht gegen Menschenrechte oder demokratische Werte verstoßen und sie muss ein Thema behandeln, das an die Kompetenz von der Chamber oder der Regierung fällt. Und schlussendlich, sie darf nicht beleidigend oder diskriminierend sein. Wenn eine Petition als recevabel erklärt wird sie veröffentlicht. Und ihr habt von da an 42 Tage Zeit für Unterschriften zu sammeln. Das wichtigste Ziel 5.500. Wie war gerade 5.500? 5.500 Unterschriften entsprechen ungefähr 1% von der Lützeburger Population über 15 Jahre. Das Ziel wird also bewusst herausgesucht, für zu garantieren, dass das Thema ein gewisses Interesse an der Gesellschaft hat, ohne dass es zu hoch ist. Wenn eine Petition also die 5.500 Unterschriften kriegt, könnt ihr als Initiator 400 Parlamentarier Erd-Uleis präsentieren und das an einer öffentlichen Audienz für der Kommission an den Minister. Diese Audienz ist ein direkten demokratischen Dialog. Ihr könnt eure Standpunkt präsentieren, Fragen und Minister formulieren und noch Fragen von den Deputierten beantworten. Das Ganze geht live auf chamber.lu übertragen und protokolliert. Das ist also ein ganz offizieller und transparenter Prozess. Als Deputierten hatte ich schon die Gelegenheit, viele Petitionskommissionen teilzunehmen. Das ist immer erfrischend, wenn die Bürgerinnen und Bürger direkt hier suchen oder Ideen präsentieren. Oft bringen sie Perspektiven an, die wir als Politiker vielleicht nicht so gesehen hätten. Ein paar Beispiele von Petitionen, die einen konkreten Impact hatten. Die Lützeburger Sprache an der Verfassung. Eine Petition, die die Lützeburger Sprache als Nationalsprache an der Verfassung verankern, wird zu einer intensiven Debatte an der Chambre geführt. Eine Petition über die Legalisierung von medizinischem Cannabis wird den Weg gelöst für ein Pilotprojekt, den Duno zu einem kompletten Gesetz gefordert hat. An einer Petition, die gefragt hat, den Congé für Trauerfälle zu verlängern, wird zu einer konkreten Gesetzesänderung gefordert. Nicht alle Petitionen feiern natürlich direkt zu einem Gesetz. Mit jederin hat einen Impact auf die öffentliche Debatte. Sie bringen wichtige Themen auf den Tisch, sensibilisieren Deputiert und Minister. Aber wie geht es nur der Audienz weiter? Die Parlamentarische Kommission dezidiert, ob sie weiterführende Schritte hat. Sie kann die Regierung auffordern, Maßnahmen zu holen. Sie kann eine eigene Proposition de loi ausschaffen. Sie kann eine Chambersresolution vorschauen. Und sie kann Themen an einer späteren Plenarsitzung debattieren. Auch wenn eine Petition nicht die 5.500 Unterschriften erreicht, kann sie trotzdem einen Impact tun. Alle Petitionen, die online veröffentlicht wird, kriegen eine schriftliche Antwort von der zuständigen Kommission. Das Prise de Position gibt der Petition als ein stark demokratisches Instrument. Sie überbrückt Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Institutionen. Sie ermöglicht jede Ränge, den zu Lützeburg lebt oder schafft, also auch den Nicht-Lützeburger, sich aktiv an die Demokratie anzubringen. Petitionen helfen, den demokratischen Dialog zu stärken und zu garantieren, dass keine wichtigen Themen ignoriert gehen. Just, weil sie nicht gerade auf der Prioritätenliste von uns Politikern stehen. In der nächsten Episode gucken wir, wie ihr als Bürger durch parlamentarische Fragen die Regierung zur Verantwortung ziehen könnt. Abonniert diesen Kanal, also da ist in den Kommentaren, was für ein Thema gebt dir gerne über deine Petition an die Chamber bringen. Und wenn dir schon eine Petition unterschrieben habt, wer war das? Aber wie ist es ausgegangen?